Im Jahr 1922 ist im Toronto, im General Practice Hospital, eine Gruppe von Forschern in eine spezielle Abteilung hineingegangen. Und zwar war das dort in Kanada, in Toronto, in dem Spital, die Abteilung für alle Kinder, die eine Krankheit hatten. Die haben alle die gleiche Krankheit gehabt und das war Diabetes mellitus. Also, die haben alle Diabetes gehabt und das ist zu dieser Zeit eine unheilbare Krankheit gewesen. Sprich, das ist eigentlich so die Abteilung gewesen, wo alle Kinder hergekommen sind, die zum Tod verurteilt sind aufgrund von ihrer Krankheit. Man hat keine Hilfe gehabt, man hat nichts machen, man hat gewusst, das wird schlussendlich zum Tod führen. Und so sind auch einige von diesen Kindern schon in ein Koma gefallen. Dem sagt man ketonisches Koma. Das passiert, wenn der Körper kein Insulin produzieren kann und wenn der Zuckerwert im Blut einfach so hoch ist. Darum heisst es auch Mellitus, weil es eben so honigsüß ist. Und so sind die Kinder dort eigentlich am Sterben gewesen, auf dieser Abteilung in diesem Spital. Und eben im Jahr 1922 ist eine Gruppe von Forschern gekommen und hat diesen Kindern anfangen, eine neue Entdeckung zu verabreichen. Weil im Jahr vorher hat nämlich der Frederick Banting und der Charles Best eine neue Entdeckung gemacht. Sie haben es geschafft, aus dem Pankreas von diesen Tieren, ein Sekret rauszuholen. Das Sekret, die Medizin ist dann später bekannt worden mit dem Namen Insulin. Und sie haben das geschafft, aus dem Tier rauszuholen. Und jetzt sind die Forscher also in die Abteilung drinnen gegangen, wo Eltern mit ihren Kindern auf den Tod gewartet haben. Und sie sind dort hineingegangen und haben angefangen, diesen Kindern die neue Medizin zu verabreichen. Und wo sie so wird es erzählt, wo sie so durch das Spital gegangen sind, haben sie einem Kind nach dem anderen von dem Insulin verabreicht. Und wo sie beim letzten Bett angekommen sind, ist beim ersten Bett das erste Kind zum Koma raus erwacht. Und jetzt musst du dir das vorstellen, die Situation von dieser Abteilung in diesem Spital. Da ist eine Schar von Kindern am Warten auf den Tod. Und wo die Ärzte durchgehen und das Insulin verabreichen, wo sie fertig sind, ist das erste vom Tod erwacht quasi, kommt aus dem Koma zurück. Und eine Situation kehrt von absoluter Verzweiflung, vom Tod, von Hoffnungslosigkeit in Freude und Leben. Ist das nicht eine geniale Geschichte? So, das ist eingegangen in die Geschichte als einer der grössten Wundermomente in der Medizin. Und die Geschichte hat auch, ist noch besser weitergegangen, weil nämlich der George Best und der Frederick Banting haben dann gefunden, wisst ihr was, das ist so eine wichtige Entdeckung, wir verkaufen das Patent von dieser Entdeckung für $1 der Allgemeinheit in Kanada. Das soll allen gehören. Ich will nicht, haben die zwei gesagt, mich bereichern an so einer fundamentalen Entdeckung, die für die ganze Menschheit soll zugänglich sein. Und so hat sich die Situation von Hoffnungslosigkeit, von Tod und Trauer verwandelt in eine Situation von Leben und Freude. Und ich möchte heute Morgen in dieser Predigtserie, wo wir drinnen unterwegs sind, wo es um Jesus geht, die Ankunft von Jesus, möchte ich heute Morgen über die Hoffnung predigen. Die Hoffnung, wo Jesus uns gebracht hat. Seine Ankunft ist eine Verheißung, ist ein Versprechen von Hoffnung. Und genauso wie dazumal auf dieser Abteilung im Spital eine hoffnungslose Situation in Freude hat können verwandelt werden, genauso ist die Ankunft von Jesus eine Verwandlung von Hoffnungslosigkeit in Freude. Und ich möchte heute am Morgen in dieser Predigt euch einen Grund geben, dass auch wir dürfen Hoffnung haben. Und das ist ja spannend an Hoffnung. Die Hoffnung braucht einen Grund.
dass sie da sein kann. Es braucht einen Grund. Also wir Menschen, wir können ja nicht einfach ohne Grund Hoffnung haben. Also wenn eine Situation schlecht ist, dann brauchen wir irgendetwas, wo uns das Gefühl gibt, wo uns eine Quelle ist, warum wir hoffen können. Also vorher hat keiner von diesen Eltern in dem Spital die Hoffnung gehabt, dass jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund plötzlich das Kind gesund wird, dass es wieder zum Koma auferwacht und dass das ein normales Leben wird leben. Keiner von diesen Eltern hat diese Hoffnung gehabt. Bis zu dem Moment, wo ein Arzt gekommen ist und dem Kind zum ersten Mal Insulin verabreicht hat. Und dort hat es gewechselt, hat es umgeschlagen und all die Eltern haben angefangen Hoffnung zu haben, weil sie eben einen Grund hatten. Eine Basis, aufgrund von dem sie können hoffen, dass ihre Situation anders wird, dass der Tod zum Leben kommt. Oder wie es der Psalmist im Psalm 121, Vers 1 schreibt: Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Was ist es? Woher kann ich einen Grund, eine Quelle haben zum Hoffen? Es braucht einen Grund, dass wir hoffen können. Und das ist auch in unserer heutigen Situation so. Wenn wir in unsere finanzielle Nöte hineinschauen, dann brauchen wir einen Grund, dass wir hoffen können, wenn ich doch nur einen Job finde, wenn ich endlich die Beförderung bekomme, die ich schon lange will, wenn mein Chef endlich wird verstehen, dass ich mehr leiste, als ich eigentlich entlöhnt bekomme, wenn das wäre, dann hätte ich einen Grund zum Annehmen, zum Hoffen, dass sich auch meine anderen finanziellen Nöte endlich zum Guten wenden. Oder wenn mein Partner das Buch würde lesen, weisst, wo die Eheratschläge drin sind, wenn der das endlich würde lesen und verstehen, dann wäre unsere Ehe endlich auf einem soliden Fundament. Also es braucht einen Grund zur Hoffnung. Oder die Erziehungsmethoden. Hey, die Erziehungsmethoden, die ich im YouTube-Film gesehen habe, weisst, wenn ich die anwende, dann wird mein Problemkind endlich normal. Wenn doch nur die Methodik würde funktionieren, dann wird es besser. Oder wenn wir endlich mal gescheite Politiker hätten in unserem Land, weisst, dann würde die Krankenkassenprämie nicht mehr die ganze Zeit raufgehen, oder? Irgendeinen Grund zur Hoffnung brauchen wir. Etwas muss es geben, dass wir davon ausgehen und darauf vertrauen und hoffen, dass es besser wird. Und ich möchte euch heute am Morgen einen Grund zur Hoffnung geben, wo besser ist, wo ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Und der Grund, der wird nie vergehen. Es ist wie im Psalm 121, 2, die Antwort auf die Frage, hey, woher kommt unsere Hilfe? Wo kann ich Hilfe erwarten? Er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe, mein Grund zur Hoffnung kommt von Gott selber. Und das ist ja eigentlich noch spannend an Hoffnung. Hoffnung ist eine sehr temporäre Sache. Wisst ihr, was ich meine mit dem? Also, im Paradies hat niemand auf irgendetwas gehofft. Adam und Eva haben Hoffnung nicht gekannt. Ja, wieso nicht? Ja, weil es kein Problem hatte. Es war ja schon alles gewesen, wie es hätte sollen sein. Es hat ja keinen Grund gegeben, dass man überhaupt eine Hoffnung gebraucht hat. Und so wird es auch im Himmel keine Hoffnung mehr geben. Das ist schlimm, aber ist eigentlich schön. Weil es gibt kein Problem mehr. Und alles, was bedrückt, was Not und Elend und Sorgen und so weiter verursacht, gibt es im Himmel nicht mehr. Und darum wird es auch im Himmel keinen Grund mehr geben oder kein Problem mehr geben, auf das wir eine Hoffnung brauchen. Also es ist etwas ganz Temporäres und das macht uns als nächstes gerade bewusst, dass das Problem eigentlich schlimmer ist, als wir meinen. Ich erkläre schnell, was ich meine mit dem. Wenn du jetzt an dein eigenes Leben denkst, an die Situationen, dich hineinversetzt, wo du am Hoffnungssuchen bist, oder wo du am Kämpfen bist, wo du herausgefordert bist, oder all die Gründe, warum es für dich manchmal schwierig ist, zum hoffnungsvoll in die Zukunft hineinzuschauen.
Eben, da könnte man ja die ganze Liste anfügen. Finanzielle Sorgen, Beziehungsprobleme, Erziehungsfragen oder politische Ausblicke, die uns nicht hoffnungsvoll einstellen. Krieg im Nahen Osten, Krieg mit Russland, kommt es immer näher, wird es immer schlimmer. Und so gibt es ganz viele Situationen, in denen wir nach Hoffnung fragen und uns die Frage stellen, was kann uns in all diesen Fragen drinnen Hoffnung geben? Bevor wir aber auf die Antwort kommen, was dann Hoffnung geben kann, müssen wir zuerst realisieren, dass das Problem von all diesen Situationen viel schlimmer ist, als wir manchmal meinen. Also auch unsere individuellen Fragen nach Hoffnung oder von all diesen Situationen, wo wir nach Hoffnung suchen, die haben alle miteinander ein Grundproblem oder ein Wurzelproblem. Ich möchte zeigen, was ich meine mit dem. Im Römer 7, Vers 14 können wir Folgendes lesen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Da wird das Grundproblem, das Wurzelproblem angesprochen, wo all diese Situationen verursacht, verantwortet, warum dass wir überhaupt eine Hoffnung brauchen. Das Grundproblem ist, dass wir Menschen in unserer Natur drin sündig sind. Und ich muss das Wort Natur noch ein bisschen erklären. Da braucht er im Römer 7, Vers 14. Schreibt er, ich bin aber meiner eigenen Natur ausgeliefert. Und das Wort Natur, das ist so wie ein Konzeptwort in der Bibel. Wenn das Wort geschrieben wird, dann ist ganz viel damit gemeint. Dann ist nicht nur die Natur gemeint. Also wenn da Natur steht, dann meint der Schreiber, der Paulus, meint nicht einfach Bäume und Steine und Felsen und so weiter. Oder eben, was wir halt als Natur sehen, sondern es ist eben ein Konzeptwort. Das Konzeptwort ist Sarkinos. Sarkinos. Und die Übersetzer tun sich schwer, um das Wort zu übersetzen, weil es eben ganz viel beinhaltet. Andere Übersetzungen haben auch das Wort Fleisch gebraucht. Natur oder Welt. Und es beschreibt das Konzept von einer Dualität. Also es gibt auf der einen Seite gibt's eben Sarkinos. Das ist die Welt, das ist das Fleisch, das sind wir Menschen, die da dazugehören. Und auf der anderen Seite gibt's, dem gegenübergesetzt, gibt's den Geist, gibt's Gott, wo nicht Natur ist. Oder es gibt eben die himmlische Welt. Es gibt die Realität in unserer Welt drin, die nicht Natur ist, die nicht Fleisch ist, aber die trotzdem sehr real ist. Und das Problem ist, man könnte auch noch beim Geist und der himmlischen, der zweiten Dualität, können wir auch noch das Gesetz hinzufügen. Also quasi, was Gott uns gesagt hat, sein Wort, das gehört zu dem zweiten Teil, zu dieser geistlichen Realität. Also wir haben jetzt auf der einen Seite die natürliche Realität und wir haben auf der anderen Seite die geistliche Realität. Und das Problem ist, dass im Fleisch, in der Natur drinnen, eine Rebellion stattgefunden hat gegen die andere Welt, gegen die geistliche Realität. Sprich, der Mensch hat sich nicht wollen, nicht können, dem Gesetz, dem Geist unterordnen und hat somit Sünde in die Welt hineingebracht. Und das hat Folgen gehabt. Im Römer 7, Vers 15 lesen wir eine von diesen Folgen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und da wird übrigens das gleiche Wort wieder gebraucht. Es wird wieder das Wort Sarkinos gebraucht. Das Wort, wo Fleisch beschreibt, wo uns Mensch beschreibt. Und da wird der Stress von dem Mensch rausgestrichen. Hey, mein Fleisch bringt mich dazu, Sachen zu machen, die ich eigentlich gar nicht will. Und das ist wie, der Autor stellt fest, die Bibel haltet fest, hey, wir Menschen in unserem Fleisch drinnen, in unserem Weltlichen drinnen, haben irgendwie gar keine Möglichkeit, dieser Sünde zu entrinnen. Also das ist ein weltweites, globales Problem. Und es betrifft nicht nur Menschen, sondern es betrifft die ganze Schöpfung.
Im Römer 8, Vers 19 steht: Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also die ganze Schöpfung, die ganze Erde sehnt sich nach Erlösung. Weil das Problem betrifft die ganze Schöpfung und nicht nur einfach der Mensch, nicht nur dies und mein Fleisch, sondern die ganze Welt hat das gleiche Wurzelproblem, nämlich Sünde. Nämlich, dass wir rebelliert haben gegen den Geist. Versteht ihr das? Die Dualität, das ist ein ganz wichtiges Konzept in der Bibel. Es gibt Naturfleisch, Welt und es gibt Geist, himmlische Welten und es gibt Gott. Und die eine Welt, die natürliche Welt, hat sich aufgelehnt gegen die geistliche Welt. Und das hat bedeutet, dass unsere Welt jetzt Probleme hat, wo ganz viel Schaden verursacht. Und alle einzelnen Situationen, in denen wir uns drinnen finden, wo Hoffnung nötig ist, haben das gleiche Wurzelproblem. Dass die Welt, wie die Bibel das nennt, gefallen ist. Dass Sünde präsent ist in der Schöpfung drinnen. Und jedes einzelne Problem hat mit dem Wurzelproblem zu tun. Und weil jedes einzelne Wurzelproblem mit der Welt zu tun hat, ist auch die Tatsache so, dass die Lösung nicht aus dieser Welt kommen kann. Also die Welt ist, das Fleisch, die Natur ist nicht fähig, von sich aus sich selber zu retten. Darum dürfen wir auch nicht nach Hoffnungsquellen in der Welt drinnen suchen, was wir ja machen, oder? Quasi Heimatland, jetzt haben wir so ein korruptes System in der Politik, so viele Probleme in der Politik und unsere Hoffnung ist, dass jetzt endlich ein Politiker wird kommen, der irgendwie anders wäre, oder? Aber das ist ja in sich schon falsch, weil das Problem kommt ja aus der Welt und darum kann auch die Lösung nicht aus der Welt kommen. Und darum brauchen wir eine Quelle, einen Grund zur Hoffnung, wo eben aus dem Geist geboren ist. Und das bringt uns zu der Lösung. Das bringt uns zu Weihnachten. Das bringt uns zum Johannes 1, Vers 14. Dort schreibt der Johannes die kürzeste Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Und das kann man so sagen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die kürzeste Weihnachtsgeschichte, die man lesen kann in der Bibel. Der Matthäus hat da Kapitel um Kapitel geschrieben. Der Lukas beschreibt ganz tief und genau detailliert, wie das genau passiert ist. Der Johannes, er nimmt einen poetischen Ansatz und er sagt, hey, die zwei Welten, die miteinander im Streit stehen, die eine Welt, die Natur, das Fleisch, das sich aufgelehnt hat gegen den Geist, weisst du was? Die zwei Welten, die sind im Fall zusammengekommen an Weihnachten. Es ist tatsächlich so, dass das Wort Jesus, er, wo Geist ist Fleisch geworden. Er ist der, wo im Fleisch auf dieser Welt gewandelt ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als der eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das ist der Grund, die Basis von unserer Hoffnung. Dass nämlich aus der einen Welt, aus der Geistwelt, ist Jesus persönlich gekommen in unsere Welt hinein und er ist Fleisch geworden. Er ist der, der die Antwort hat gebracht auf jedes Wurzelproblem. Er hat das Wurzelproblem adressiert, indem dass er die Lösung aus dem Geist ins Fleisch, in unser Fleisch, in unsere Welt hineingebracht hat. Und das ist die Schönheit von der Weihnachtsgeschichte. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er hat das Wurzelproblem bei den Wurzeln gepackt. Wir lesen im 1. Korinther 15, 54 bis 58, wie das genau passiert ist. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorhergesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht?
Jesus hat das Wurzelproblem bei der Wurzel gepackt und ausgerissen. Indem, dass er für die Schuld am Kreuz gestorben ist, für dich und mich, sein Leben hergegeben hat. Indem, dass er am Tod den Zahn gezogen hat. So hat er das Problem gelöst. Und das bedeutet jetzt für dich und mich, dass in all diesen Situationen, wo wir drin sind und unterwegs sind und wo wir nach Hoffnung fragen, dass wir eine Lösung haben für das Wurzelproblem, das viel tiefer geht, als Lösungen, die uns die Welt bieten kann. Darum kommt Jesus und sagt, wir lesen weiter, ich muss noch fertig machen, der 1. Korinther, weil dort kommt natürlich der schönste Teil, ist aus dem Vers 57, dort steht, aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er schenkt den Sieg. Er ist es, wo die Quelle ist, aus der wir dürfen Hoffnung schöpfen. Er ist die Antwort, die Antwort gibt auf das Wurzelproblem. Und wo nicht nur Pflasterli ist, wo einfach über die Wunde drüber irgendetwas tut, wo probiert irgendwie das Problem zu lösen, sondern nein, er ist der, der zur Wurzel gegangen ist und das Wurzelproblem beseitigt hat. Und das heisst, du und ich, wir haben Zugang zu einer Quelle von Hoffnung, die nie versiegt. Die Verstehung von Jesus Christus ist der Grund, ist die Quelle, aus der wir alle dürfen in jeder Situation Hoffnung schöpfen. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus drum, kommt her, alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für eures Leben. Also er ist die wirkliche Hoffnung. Was heisst das konkret jetzt? Für all die Fragen, für all die Situationen, wo wir nach Hoffnung fragen. Für all die finanziellen Herausforderungen, für die Eheprobleme, für die Erziehungsfragen, für die Sorgen um die Zukunft. Was bedeutet das? Wir dürfen klar Lösungen suchen. Und da möchte ich jetzt ganz klar sein. Ich bin selber extrem dankbar für die zwei Männer, die ich am Anfang erwähnt habe, für den Frederick Banting und für den Charles Best. Merci vielmals haben die zwei Insulin entdeckt. Ich bin selber Diabetiker und wenn das heute nicht gelöst gewesen wäre, wäre ich auch auf so einer Abteilung gelandet und wäre wahrscheinlich auch irgendwann ins Koma gefallen und irgendwann ist gestorben. Also danke vielmals, haben die zwei eine Lösung gefunden in unserer Welt drinnen. Sie haben aber nicht das Problem von der Krankheit gelöst. Verstehst du? Sie haben Lösungen gebracht für aus dieser Welt daraus raus. Und das ist richtig und das ist gut. Wir sollen auch in dieser Welt um Lösungen suchen. Also ich mache ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel einen Job suchst, du willst gerne einen guten Arbeitsplatz finden, wo du deine Gaben kannst einbringen und wo dir hilft, deine Familie zu versorgen. Jetzt, die Lösungen aus dieser Welt würden dir sagen, ja, schreib einen gescheiten CV. Also mach eine gute Bewerbung. Du musst vielleicht das Foto auswechseln von deinen Ferien im Bikini mit einem Bild, das ein bisschen anständig aussieht und das gut auf eine Bewerbung drauf passt. Ja, das wären Lösungen, Ansätze aus dieser Welt. Und weisst du was? Das ist im Fall gar nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt, dass man dort Weisheit anwendet und dass man gescheite Bewerbungen lernt zu schreiben, wenn das Problem, wo man Hoffnung braucht, ist, hey, ich bräuchte gerne einen Job. Man darf im Fall gute Lösungen suchen, die die Welt kann anbieten kann. Aber ultimativ dürfen wir die Last und die Sorgen bei Jesus abladen. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen sagen, und weisst du was, Jesus, nachdem ich das jetzt alles gemacht habe, deponiere ich all diese Sorgen und Lasten bei dir. Ich lege sie bei dir ab. Weil du bist ultimativ der, der am Totenstachel gezogen hat. Und du bist ultimativ der, der in Kontrolle ist und der, der sie in seiner Hand hat. Verstehst du, was ich meine mit dem? Das ist ganz eine praktische Hilfe. Für all die Situationen, wo wir nach Hoffnung fragen, dürfen wir im Gebet und mit unseren Anliegen zu Jesus kommen und es ihm herlegen. Dürfen wir aus dieser Quelle schöpfen, dürfen wir darauf vertrauen, nachdem wir unseren Teil machen und nachdem dass wir Weisheit anwenden, nachdem dass wir Ehetherapie in Anspruch nehmen, dürfen wir doch darauf vertrauen, dass es noch mehr gibt. Nämlich eine Quelle, die nicht aus dieser Welt ist, sondern eine Quelle, die im Geist geboren ist. Jesus selber. Und zu ihm dürfen wir kommen, mit all diesen Fragen, mit all diesen Problemen und mit all diesen Sorgen, die wir haben und nach Hoffnung suchen. Wir dürfen zu Jesus Christus selber kommen.
Wir dürfen ihn um Hilfe bitten für unsere Ehe, für unsere Finanzen, für unsere professionelle Zukunft, dort, wo wir einen Job gerne hätten. Wir dürfen mit all diesen Sachen zu Jesus selber kommen. Weil er ist die Quelle, aus der wir Hoffnung schöpfen dürfen. Und mehr noch, das Versprechen von Jesus, das reicht im Fall noch viel weiter. Das reicht nämlich bis hinter den hintersten Vorhang vom Allerheiligsten. Wir dürfen, dank dem Versprechen von Jesus Christus, jetzt auch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Ich erkläre gerade, was ich meine mit dem. Wir lesen im Hebräer 6, Vers 19 über die Hoffnung. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Also Jesus Christus selber ist wie der Anker, der in die Zukunft drin hineinlangt. Weil was er gemacht hat vor 2000 Jahren, das zählt nämlich auch für die Zukunft. Er ist nämlich auch der Sieger in der Zukunft. Er ist auch der ultimativ den Sieg errungen hat über Tod und Elend und Not. Er ist es, der in Kontrolle ist. Und das bedeutet, dass wir Christen eine Hoffnung haben, eine Quelle haben, die die Welt nicht kennt. Die Welt hat nur sich selber. Die Welt kann nur Hoffnung aus sich selber finden. Kann nur mit guten Argumenten und Gründen Hoffnung aus dieser eigenen Welt drin suchen. Aber wir haben im Fall eine Hoffnung, die aus dem Geist geboren ist. Die tiefer geht, die weiterlangt. Wir haben eine Hoffnung als einen Anker für unsere Seele. Und das bedeutet, dass wir so hoffnungsvoll wie sonst niemand auf dieser Welt in die Zukunft schauen können. Hey, alles, was passiert auf dieser Welt, alle Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, dürfen wir wissen, sind in Gottes Hand. Und er gibt uns eine Hoffnung, die ist wie ein Anker. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Hey, wenn du Schwierigkeiten hast, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, dann fang an, neu Jesus zu vertrauen. Fang an, neu den Anker fest zu einsetzen. Für unser eigenes Leben, dort wo wir Mühe haben, Positives zu sehen, wenn wir in die nächsten Jahre und Wochen schauen, dann fang an, den Anker zu setzen. Fang an, proklamieren in deinem eigenen Leben, hey, Jesus hat das Wurzelproblem behandelt. Er ist die Auferstehung. Wo ist der Sieg von Tod? Er ist gezogen worden in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist. In seiner Auferstehung dürfen wir Hoffnung schöpfen für eine Zukunft. Und so möchte ich euch ermutigen, hey, fangt neu an, den Anker zu setzen von der Hoffnung. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Auf das dürfen wir bauen, auf das dürfen wir vertrauen, dass Gott seinem Versprechen treu ist und dass er eines Tages wieder wird kommen und dass eines Tages eine Zukunft wird sein, wie es Gott schon von Anfang an gedacht hat. Verstehst du? Eine Zukunft bei ihm im Himmel, wo Tod keinen Stachel mehr hat. Und wo jede Krankheit und alles besiegt ist. Also wir Christen, wir haben mehr Grund als alle anderen, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Und um unsere eigenen persönlichen Probleme und Herausforderungen Jesus Christus hergeben, ihm vertrauen und unsere Last bei ihm abladen. Und so möchte ich zum Schluss von meiner Predigt wie 3 Aufrufe machen. 3 Gruppen von Menschen ansprechen. Vielleicht bist du jetzt gerade konfrontiert mit Situationen, die schwierig sind. Vielleicht fragst du dir, manchmal stellst du dir vielleicht die Frage schon auch, hey, woher soll denn bitte schön jetzt da Hoffnung kommen? Wie kann die Situation besser werden? Wie kann das verändern? Vielleicht bist du auch versucht gewesen, Lösungen aus unserer Welt herauszusuchen. Ja, wenn nur. Vielleicht hast du das lustig, aber auch ernst gefunden, was ich vorher für Beispiel gemacht habe. Ja, wenn jetzt endlich ein Politiker würde kommen, vielleicht kennst du so Gedanken in deinem Leben für die Probleme, die du hast. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich aufrufen, deine Probleme zu Jesus zu bringen und bei ihm abzuladen. Und von ihm die Ruhe in Empfang nehmen, die die Welt dir nicht geben kann. Bring die Lasten, die du hast, zu Jesus und lass bei ihm ab. Es ist eine Einladung von Jesus selber. Er sagt, hey, alle, die schwer beladen sind, die dürfen zu mir kommen. Die dürfen bei mir neue Hoffnung schöpfen. Du darfst es dort ablegen und bei ihm lassen. Die
zweite Gruppe von Menschen, die ich ansprechen möchte, ist vielleicht die Menschen, die es schwer haben, positiv in die Zukunft zu schauen. Die eher Sturm als Sonnenaufgang am Horizont sehen. Ich möchte dich ermutigen, vertraue Jesus unsere Welt an. Vertraue Jesus deine persönliche Lebensgeschichte an und vertraue Jesus deine persönlichen Schwierigkeiten an. Er ist es, der dir einen Grund gibt zur Hoffnung. Er ist es, der verspricht, dass er eines Tages wieder wird kommen. Er ist es, der sagt, hey, eines Tages wird ich alle Schmerzen, alles Elend auf dieser Welt beseitigen. Und das ist ein Grund zur Hoffnung. Ich möchte dich neu herausfordern, hey, fang an, hoffnungsvoll in die Zukunft hineinzuschauen. Fang an, positiv zu denken, weil du hast einen Grund. Du hast wirklich einen soliden Grund, zum hoffnungsvoll in die Zukunft hineinzuschauen. Viel mehr, als die Welt eigentlich hat, weil wir haben einen Jesus, der den Tod überwunden hat. Hey, wenn Gott den Tod besiegen kann, wenn Gott den Tod überwinden kann, was kann er nicht? Genau, er kann alles. Und so dürfen wir hoffnungsvoll in die Zukunft hineinschauen. Und die dritte Gruppe von Menschen, die ich heute aufrufen, einen Schritt zu tun, ist Menschen, die hoffnungslose Situationen haben. Ich kenne das selber. Ich habe in meinem Leben so 1, 2 hoffnungslose Situationen. Was ich damit meine ist, das sind Situationen, wo ich genau weiss, diese Welt hat keine Lösung für das Problem. Das gibt gar keine Lösung für das Problem. Eben, wie ich schon gesagt habe, selber, ich habe Diabetes. Und ich weiss, diese Welt kann das Problem nicht lösen. Es gibt keinen Grund, um da Hoffnung zu haben, dass ich jemals kein Diabetes mehr habe. Vielleicht kennst du so Situationen. Vielleicht tut jetzt gerade der Heilige Geist etwas dir in Erinnerung rufen. Den Finger auf etwas drauflegen, wo du eigentlich, wenn du ehrlich bist, die Hoffnung aufgegeben hast. Und eigentlich hast du sogar einen guten Grund, um die Hoffnung komplett aufzugeben. Weil die Welt, wie gesagt, kann da gar keine Lösung bringen. Kann gar nicht eine Antwort geben auf das Problem. Wenn du zu dem gehörst, möchte ich dir den nächsten Vers mitgeben. Der nächste und letzte Vers, den wir anschauen, ist aus dem Römer 8, Vers 11. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Hey, wir haben vorher gesagt, dass der Grund zur Hoffnung die Verstehung von Jesus Christus ist. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt und der gleiche Geist wohnt in uns. Und wenn das nicht Grund ist, um die Hoffnung nicht aufzugeben, dann weiss ich nicht, was ist. Der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Gott lebt in uns. Und das gibt mir Grund zum Hoffen, dass eines Tages mein Diabetes weg wird gehen. Dass Jesus mich wirklich gesund machen kann. Nicht, weil die Welt mir einen Grund gibt zur Hoffnung, sondern weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und weil sein Heiliger Geist in mir drinnen lebt. Darum darf ich Hoffnung haben in einer Situation, die grundsätzlich hoffnungslos ist. Wo die Welt keine Antwort geben kann, die nicht sagen kann, wie das jemals wieder gut werden soll. Und ich darf trotzdem eine Hoffnung haben, die solid ist und die trägt. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen, wenn du Hoffnung aufgeben hast, wenn es Situationen gibt, wo du dich gar nicht getraust, dafür zu hoffen, darf ich dir in Erinnerung rufen, dass der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt. Darf ich dich ermutigen, zu dieser Quelle zu kommen und aus dem daraus heraus neue Hoffnung zu schöpfen für eine Zukunft, so wie Gott sie sich gedacht hat. Hey, wir möchten jetzt dann gerade einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir miteinander den Jesus, den Auferstandenen, den Messias dürfen feiern, wo wir ihn loben und preisen. Und ich möchte dich einladen, wenn du zu diesen Gruppen gehört hast, wenn jetzt da etwas angeklungen ist bei dir, dann nimm Gebet in Anspruch. Gang jetzt auch während dem Lobpreis zum Gebetsteam, sie sind bereit für dich. Und lass beten mit dir. Du vielleicht einfach auch festhalten an dem heutigen Tag, weißt du was, heute ist der Tag, wo ich die Hoffnung nicht aufgebe. Heute setze ich meinen Anker für eine hoffnungsvolle Zukunft. Heute lade ich meine Last bei Jesus ab und heute entscheide ich mich, wieder neue Hoffnung zu fassen für hoffnungslose Situationen.
Lass uns jetzt miteinander aufstehen. Ich möchte beten zum Schluss. Und dann gehen wir gerade rein in eine Zeit der Anbetung. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Grund gibst zum Hoffen. Dass deine Auferstehung ein Versprechen ist, das auch uns gilt. Und dass du in unsere Welt hineingekommen bist. Dass du, wo Geist bist, zu uns in unsere Welt hineingekommen bist, um unser Problem zu lösen, Jesus. Ich danke dir für das so viel Mal. Ich danke dir so viel Mal, dass wir dich anbeten jetzt. Dass wir dich feiern dürfen. Und ich bitte dich jetzt ganz speziell für alle die Menschen, die nach Hoffnung suchen, dass wir heute deine Gegenwart ganz besonders erleben. Dass wir spüren und merken, dass das nicht leere Versprechen sind, sondern dass du die Wahrheit gesagt hast. Dass du wirklich willst, die Lasten von uns nehmen, dass wir wirklich dürfen bei dir abladen. Ich danke dir. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Lass uns Jesus anbeten.